Ein herzliches Willkommen zurück, Freunde, hier zum 6. Akt bei Fire Emblem Echoes, Shadows of Arcania. Naja, Schrägstrich natürlich Valencia, ganz klar. So, wir sind hier noch unterwegs und ich bin gespannt auf Story und so weiter. Und so fort vor allem, wa? In Thebes lebte einst ein Alchemist, Phoneus. Man rühmte sein Genie, doch er lernte ihn zu... Warte mal, müssen wir uns verarschen? Nee, oder? Das ist nicht... Okay, jetzt weißt du zumindest, wer der Endboss in Akt 6 ist. Ach du Scheiße. Ja, gut, wir sind auf Arcania, von dem her hätte mir vorher schon denken können. Ja, gut. Oder schlecht wohl eher, keine Ahnung, wenn es soweit ist. Sieht leicht seltsam aus, Fragezeichen. Ernsthaft? Das könnte... Aua, Knöchel gebrochen. Labyrinth von Thebes. Zweites Kellergeschoss. So. Das könnte ein bisschen hinziehen, Freunde. Ich habe mir sagen lassen, es soll... Also die Anzahl von Stockwerken soll nicht im nicht im einstelligen Bereich liegen. Also sprich nicht 1 bis 9. Von dem her können wir sagen, schon mal jetzt können wir sagen, es muss also 10 plus sein. Falls das stimmt, was mir da zugetragen wurde. Sind wir gespannt. Okay, also jetzt erfahren wir ein bisschen die Geschichte hier. Phoneus hatte 2 Visionen. In ihrer Umsetzung widmete er sein ganzes Leben. Phoneus, ja. Haben wir schon mal gehört. Zwar nicht so oft jetzt, aber wenn man schon ein paar Fire Emblem Spiele gezockt hat, also sag's mal so, von den Spielen, die ich Let's Played habe, ist der Name noch nicht aufgetaucht. Nur mal so viel dazu. Aber eben ist auf Arcania, wir wissen vom Kontinent her, welche Spiele darauf gespielt haben, können uns daher denken, ja, worauf vielleicht Bezug genommen wird. Okay. Sieht hier eigentlich noch gut aus. Das ist der einzige. Ne, natürlich nicht der einzige. Der einzige Magier, wollte ich gerade sagen. Okay. Schicke ich die mal dahin. Natürlich sowieso. Im Prinzip kann ich schon mal hinschicken, weil. Nee. Nee. Ach du Scheiße. Oh, doch, das würde irgendwie cooler werden. Naja. So. Jo. Ja, mit dem Meisterbogen, also, bin ich jetzt nicht so super zufrieden. Dann werden sehen, was noch dabei rauskommt. Wer hat denn von uns ein bisschen Resistenz, die da... Ja, natürlich sie, aber will jetzt unbedingt... alles darauf schicken. Sie hat zwar auch ein bisschen... Ja, komm. Ich meine eigentlich Delphia, aber... Kein Aber. Sehr gut. Darf das Delphia mit dem rumschlagen, dann kann sie schon nach vorne mit Gradibus ein bisschen loslegen. Celica hätte nicht gerne nach vorne. Sie soll hier unten gucken, mitmischen. Jo. Läuft. Oder auch nicht. Ja, ob Toben eine gute Wahl war mitzunehmen, ich weiß nicht, weil da machen wir echt ein bisschen zu wenig Damage. Klar, er würde mehr machen, wenn ich da irgendwie, was soll ich sagen, langsame Gegner hätte. Gar nicht angegriffen. Faszinierend. Ja, wenn da halt Tobin da ein bisschen, versteht ihr, und auch ein bisschen mehr Angriff hätte. Weil, ja, logisch, es hat sehr viele, vor allem hier, ja, Verteidigung sind halt alle bei 19, da kann natürlich mit 23 nicht mehr viel richten, wa? Vielleicht echt der andere Bogen besser gewesen. Andererseits will man natürlich auch ein bisschen was machen, wa? Naja, so, wir machen nochmal Angriff, weil Saber crit sowieso das zweite Mal. Sehr gut. Hat nur noch einen. Also, nur 3 Punkte. Und da kann ich es machen, weil Tote, versteht ihr? Wobei, warte mal ganz kurz. Ja, eben, dann hat er 8. Mann! Jetzt komm doch mal!
So, 5 KP. KP braucht 5, er wird direkt gehen. Das muss er natürlich verhindern, ne? Ist klar. Das heißt... Mann, mit dem Eisbogen. Ich komme gar nicht mehr so weit da mit dem Teil. Das ist irgendwie schon ein bisschen scheiße, wenn man sagen darf. So, komm, weg mit ihm. Wie, du triffst nicht, Kumpel. Dankeschön. Eben um Finisher zu setzen, ist Tobi noch zu gebrauchen. Ja, ich muss das Teil einfach upgraden. Problem gelöst. Aber ist jetzt eh zu spät. Ich habe Dumas Lanze. Ich habe eine gewisse Creatures, aber ganz ehrlich... Ich habe relativ wenig Lust, mich um die da oben zu kümmern. Da ist die Creatures! Danke, Claire. Das haben wir gebraucht. So. Also jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt die mal alle hier wegnehme. Und den auch noch. Das ist ein bisschen doof war. Denn ich wollte es ja anders haben. So. Das gefällt mir eigentlich relativ gut. Vor allem Seraphim, Aura, ein bisschen weniger. Dann, okay, ich mach Seraphim. Tschüss, winke, winke. Or what? Einmal Ragnar gefälligst. Einmal Seraphim gefälligst. Oh yes. Yeah, Mann. Ich weiß auch nicht, es war super great. Then you are a superwoman. So. Ja, jetzt natürlich. Kann ich mal gucken, wa? Wir haben jetzt hier noch das, ja, die Beschwörungen. Die sowieso ein bisschen doof sind, wenn ihr mich fragt. Wenn ihr mich fragt. Ja. Man macht guten Schaden. Ich mache sogar noch viel besseren Schaden. Und ganz ehrlich, ihr habt doch einen Schaden. So. Ja gut. Alm? Hast du Bock? Er hat Bock. Er hat immer Bock, denn er ist Alm. Ja, kann man natürlich fragen, ja Mike, was machst du da? Ist total doof. Ganz ruhig, Leute. Ja, natürlich Teleport, aber keine Rettung, wa? Jo. Läuft. Nicht. Ja gut, das war jetzt ein bisschen doof von mir. Da wollte ich jetzt zugeben, das hätte man besser machen können. Das war jetzt nicht gerade hell und so weiter. Aber ist egal, denn wir haben Celica. Wir haben CC, Critical Celica. So, ist er auch weg. Aber immer doch. So. Lucas, er hat einen Draco-Shield. Komm, den kann ich ruhig da reinstellen und sagen, Kuckuck. Dann machst du mal hier auf dem Pfeiler. In der Hoffnung, dass der andere lieber Lucas angreift als Alm. Aus Gründen, die relativ offensichtlich sind. Ja, toll, Teleport. Ja, Teleport, Rettung verwechselt. Anfängerfehler. Allerfeinsten. So, das ist mir relativ egal, macht sowieso kein Damage. Alter, 54 Angriff. Ein Hieb, down sind die. Und Alm ist bald auf dem Maximum. Wie geil ist das denn? Der Crit ist weg. Ist auch mir egal. Ja, ja. Der Material ist mal Eingang. Alm! Gut, Falken natürlich mächtig. Aber ganz ehrlich, wir brauchen Falkion beim Endgegner. Wenn es der ist, wo ich vermute. Es muss der sein, Gegner nicht anders. Aua. Jo. Wenn wir sagen, Fandel. Okay, tschüss. Das ging ja schneller als erwartet. Und dann noch mit Celican so ein bisschen loslegen, aber ist egal. Lass es mal die Mei machen. Ja. Können sich beklagen.
Also müssen sagen, mittlerweile wegen der Erschöpfung von allen, aber naja. Da müssen wir halt durch. Da müssen wir durch. Da geht's noch weiter. Dann ist hier eigentlich soweit finito. Haben wir vielleicht irgendwo noch, weiß auch nicht, Goldmünze so etwas? Nö, Orange. Mhm. Natürlich auch geil. Das quasi jetzt eigentlich allen noch gut, bis auf Lucas. Der hat irgendwie, ja, der ist nicht mehr ganz so, So. Liegt wohl an der Vergiftung. Okay, da geht's weiter. Geht auf mich zu, so. Holt und nicht so. Bams. Ja gut, wir testen mal, was der Draco-Schild so macht, wa? 15 Resistenz, wie sieht's aus? Oh, kein Ding. Wobei, ihr habt 14 Speed, doppelt also alle. Der Schleim macht Kraft 10 drauf, geht 28. Wenn er 13 Schaden bedeutet, wenn alle angreifen, wäre Lucas auch down. Hey, also wäre mein Bandschild hier eigentlich lieber gewesen. Aber egal. Ich hab ja... Jo. Ganz eher soll Delphia machen. Tschüss. Von mir aus geht nach Tatiana noch. Sie hat auch genug Resistenz. Gar kein Ding. Noch ein bisschen zu wenig für diese Aktion. Saber. Wie immer gerne gesehen. Da kannst du noch was abgreifen. Sie hat ja auch nicht wenig Resistenz. So. Ah, mehr nur 11. Also, aber lieber ein bisschen raushalten. Die machen das schon. Das ist relativ große Entfernung. Das hat jetzt aber ein bisschen weh getan. Wie könnt ihr es wagen, eine Dame anzugreifen? Wie unhöflich. Einfach eine Dame so anzugreifen? Wie können die es wagen? So. Also ganz ehrlich, dafür, dass es ein Meisterbogen ist, crittet mir Tobin viel zu wenig. Saber dagegen eher zu viel. Ja, ist halt trotz Draco schon, vor allem wenn es zweimal angreifen, da ist halt schon übel. Muss natürlich mal so sehen. So, Mathilda. Du kannst zwei Felder angreifen. Sehr schön. Das gibt schöne Erfahrungspunkte, wie ich dich kenne. Wir sagen Crit noch dabei. Wie sieht's aus? Crit? Nö. Aber ist gut zum Abgreifen für jemanden, der unbedingt ein Level-Up bräuchte. Also bräuchte unbedingt. Naja, kann man mal machen. Muss man aber nicht. So, Delphia, ich würde sagen, tschüss. Ich würde sagen, tschüss. Ich würde sagen, tschüss. So viel dazu. A stunning victory for a stunning lady. For stunning lady. Ja, die gute Claire. So, was haben wir sonst noch so Schönes im zweiten Untergeschoss? Dafür, ja, das ist eigentlich doch relativ verwinkelt ist, haben wir hier relativ wenig. Geht er noch runter. Hier geht's vermutlich weiter, okay. Sprich vermutlich ins dritte Kellergeschoss. Schätze jetzt mal, vielleicht. Wir waren hier noch nicht überall, wa? Genau, hier hat es noch gefehlt. Hier geht es jetzt aber auch so aus, als würde es noch irgendwo hingehen. Die Frage ist, wohin? Hier sieht es so aus, als würde es nochmal... Also wird es hier ins dritte Kellergeschoss gehen, das heißt das andere, und sind natürlich alle Gegner nachgespawnt, wa? Jo! Was gibt's denn hier Schönes?
Ein Silberschwert. Ja, ist natürlich grundsätzlich nicht verkehrt, aber ganz ehrlich, ja, mit den Kriegerschwerten und so und Silberschwert sogar 2 schon, also, ja, kannst du mal verkaufen, war. Bei Gelegenheit, obwohl ich aber zweifellos nochmal dazu kommen, weil, ja, aber im Prinzip was für DLCs und so, aber ganz ehrlich, ja, ist ein bisschen eigentlich auch die Lust nicht so da, DLCs zu zocken, sprich die DLCs Map. Deswegen eigentlich auch nicht wegen den DLC-Klassen. Ich ursprünglich noch dachte, die können wir eigentlich noch machen, aber ja. Ist es nicht wirklich nötig, weil er kommt, können ja zu mir kommen, hallo? Kommt alle zu uns! So, jetzt können wir loslegen. Ja, und auch nicht. Na, ich würde sagen doch. So, er natürlich den... Was? Na gut, also... Die Attacke natürlich schon eher ein bisschen lame. Damit kriege ich die down. Okay, Matilda kommt relativ weit. Geritten vor allem. Sehr gut, dann waren es noch 9 KP. Oh, schlecht war es nicht. Also, ich meine, du hast eh schon gute Werte. Zu ihm komme ich nicht, aber zu ihm schon. Saber ist unnötig. Nicht. Aber kann ich glaube mittlerweile bei ihm, Critten ist einfach in Fleisch und Blut programmiert. Ich kann nicht anders erklären. Dort oben wäre es mit mal Critten. Dankeschön. Ja, ein zweites Mal Crit wäre dann schlecht gewesen. So, und darfst du noch absahnen? Also, ja, ihr versteht schon. Wie viel Pech kann eigentlich haben? 5%, hey. Also, ich weiß auch nicht. Immer 5%. Was denn der? Der hat nix. Hast du gehört? Du bist ein Nix. Wieso hast du 5% Crit Chance? Sag es mir! Gar nicht, da gar keine mehr. Er hat keine Crit Chance mehr. Dalalala. So. Als Nosferatu eine scheiß Trefferquote hat. 60% Trefferquote. Das ist doch... Boah. Gibt aber irgendwie erstaunlich viele Erfahrungspunkte, wa? So, Selika. No, sicher, sicher. Wegen Treffen und so. Danke, Selika. Mhm. Das kann man aber so stehen lassen. So. Damit wäre wohl das zweite Kellergeschoss auch beendet. Und wir kommen dann wohl zum dritten. Ich gucke mal auf die Uhr. Ja. Gespannt, wie lange die noch dauern. Je nachdem vielleicht irgendwie pro Part ein Kellergeschoss. Zum einen wohl der Tod erwecken, auf das sie ihm als Armee dienten. Und wo ist das zum anderen? Ja, zum anderen geht's weiter nach unten. Und jetzt? Das dritte Kellergeschoss. Ach du Scheiße. Wie sieht's denn hier aus? Alles komplett im Arsch. Aber zwar immer noch warte, vorne sind ein paar Zwischensequenzen. Aber ist echt so, dass es hier in Axios gar keine mehr gibt, dass man sich nicht die Mühe gemacht hat für das Spiel extra. Ja, mein klar ist ein Remake, aber ist auch dafür extra noch die Mühe machen können. Also in Zwischensequenzen, ja, vor allem für ein paar Interaktionen mit Selika und allem, dass immer ein bisschen was sagen und so. Vor allem mit den 3 geflügelten Schwestern, weil es ist ja ihre Heimat hier quasi. Was heißt quasi, es ist ja so. Dass man da vielleicht noch ein bisschen was mehr über sie erfahren hätte. Gut, dass man natürlich mal auftrifft, das ist vielleicht eher weniger.
Da wäre vielleicht ein bisschen zu viel, weiß auch nicht. Ja, vielleicht auch Interaktion gewesen. Aber grundsätzlich, warum denn nicht? Na gut, warte mal, bis zum großen Finale war. Vielleicht kommt noch was. Okay, wo bin ich? Toll. Das ist mal ein Zickzack-Kurs hier. Jo, das sind alles die Fetten. Sollen sie doch kommen? So, den Rest mal hier ein bisschen hinstellen, wa? Nothing will stop me. Let us proceed. All right, let's go. I'm at the top of my game. Das sowieso. I'll handle this. Watch me go. Und let's fight! Ich glaube, auch der letzte Kampf für den heutigen Part sein, Freunde. They never learn. Und ja, ich weiß, ich halte Akt 6 ein bisschen kürzer, die Parts, als in den anderen ersten 5 Akten. War nicht damit zu tun, dass Let's Play in die Länge strecken möchte, hat eher damit zu tun, weil ich sonst halt generell ein bisschen... Alter, der Crit-Chance, ey. Sonst halt generell eher zu lang hatte die Parts. Deswegen hier wieder normale Partlänge und zum anderen natürlich auch deswegen, weil ich das noch ein bisschen vorproduzieren will und muss. Nicht nur will, sondern auch muss vor allem. Oh komm, wenn du schon schaffst. Lucas, da gehören seine Erfahrungspunkte dir. It's done. Sehr gut. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Einmal Seraphim, bitte, bitte, bitte. Tschüss. Hasta la vista, sayonara. Ja, komm schon. We are lucky to have you. Ja, ist immer so fies, ey. Kill ihn! Ja, klar, jetzt, wo es nötig ist, jetzt quittest du. Meine Fresse, ey. How's that? Ja, aber... Alter, gehen gar keine Erfahrungspunkte It'll be mehr. hard to top that. Was ist das für ein Scheiß? Sebo! Get along. Er quittet immer, er kann nicht anders, denn er ist Sebo! How's that? Gonna be sore tomorrow. Wie sieht's aus? Wird nicht viel bringen, aber da natürlich auch noch Seraphim und tschüss. See ya. Alter, 120. Was muss gegen Dumagal gewesen war? 20er Damage. Did it. Oh, and you helped or whatever. Mhm. Naja, Delphia, wir haben alle mitgeholfen, ja. Also hier nicht übermütig werden und so. Das bekäme uns allen nicht ganz so gut. So, Luke sieht nochmal ein bisschen im Arsch. Gut, muss natürlich immer hinhalten, wa? That was refreshing. Ja, haben wir natürlich so. Celica ist noch ganz gute Dinge, der Rest ist aber auch noch. Oh, der Rest ist noch ganz gut. Freunde, ich sage nochmal vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal wieder hier zurück im Labyrinth von Tobus bei Shadows of Arcanea Akt 6. Ciao zusammen.